Gut, schauen wir mal, was der Typ da im Leichenschauhaus sagt. Hey, Doc. Do you have our John Doe's cause of death? Massive internal blunt force trauma. His rib cage is shattered, both lungs are punctured, and his spleen and right kidney are ruptured. He basically bled out internally. That's right. Time of death? Based on lividity and rigor, I'd estimate 10 to 12 hours ago. Which would put his TOD between 9 and 11 p.m. last night. Gut, er hat scheinbar Wunden am Hals. Was ist das? Two very distinct ligature marks. The larger ligature mark directly under the chin here goes all the way around the neck and angles upwards at about 65 degrees. The second, smaller mark is also all the way around, but practically straight back and parallel. You can clearly make out those two different ligature patterns. They'll be easy to compare to the separate ligatures, if you're able to find them. Let me get a shot of those. Okay, dann machen wir gleich mal ein Foto davon. Make sure you photograph each ligature mark. Heute haben wir schon. Oder brauchen wir es zweimal? Gut. Hat er denn sonst noch irgendwas? So, hat er denn vielleicht Selbstmord begangen? Well, one ligature mark might certainly suggest a suicide attempt. Two unique ligature marks complicate matters, without actually eliminating the possibility that the victim was trying very hard to end his life. Now, his internal injuries, which ultimately led to his death, are consistent with a fall from a considerable height. But again, there's no way to determine from my examination whether your victim jumped willingly or had some help. So, our John Doe's death under suspicious circumstances means... Means that until presented with evidence to the contrary, I'm forced to label his death a homicide. Okay, einen Fingerabdruck kann man vielleicht brauchen zum Vergleichen. Absolutely. Here they are. Gut, die haben wir. Und eine Blutprobe. Got it right here for you. Already bagged and tagged for you. What is that? Don't suicide notes always sound forged? Or do I just read too many spy novels? This one is conveniently typed and neatly folded for us to find. Is there anything else on it? Okay, wir haben einiges an Indizien gekriegt. Jetzt haben wir 11 Beweise. Können wir denn die Sachen noch untersuchen? So, der Helm, hat der vielleicht irgendwelche Haarproben oder so, oder man weiß ja nie. Scheinbar nicht. Das Kabel hat was. Nothing to collect here. Vielleicht Fingerabdrücke? Okay. Blut vom Geländer. Das ist der Abschiedsbrief. Können wir den irgendwie aufmachen? Scheinbar nicht. Gut. So, und die Klamotten vom Opfer. Da ist auch nix. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Labor. Um uns die Sache mal genauer anzuschauen. Dann würde ich sagen, erst einmal die Fingerabdrücke.
Gut, und da hätten wir zum Beispiel jetzt den Fingerabdruck vom Geländer. You've added a fingerprint to the analysis window. You now have two options. You can attempt to match the sample to another sample. Ja, das wissen wir schon. Gut. Das ist der vom Geländer. Und das ist der Fingerabdruck vom Opfer. Mark Ensign. Well, we've confirmed the identity of our victim. Gut, These das, prints put our victim at the railing. das stimmt überein. Aber jetzt haben wir noch den Fingerabdruck vom Stromkabel. The victim's prints match the prints on the power cable. Und das stimmt auch überein. Also er hat zumindest das Kabel schon mal in die Hand gehabt. So, dann haben wir noch die Blutsachen. Die müssen wir da herum wieder analysieren. So, und zwar bei der DNA. Das sind die vom Geländer. Die werden wir erstmal analysieren. Geht nicht. So, jetzt haben wir wieder das kleine Spielchen da. Und das müssen wir wieder irgendwie da anordnen. Das passt zum Beispiel daher. Ist das da hier? Das da passt daher. Und dann das da hier. The victim's blood is on the balcony railing. Seems a little odd if he were just by himself and getting ready to jump. Okay, das ist wirklich sein Blut. So, dann haben wir noch zum Vergleich den Fußabdruck. Können wir denn da noch was anderes machen? Chemikalien haben wir jetzt keine, gell? Dann gehen wir mal zum Mikroskop. Und dann machen wir einen Vergleich, und zwar mit dem Foto. Und dem Abdruck. Und jetzt, also ist es das gleiche? Ich glaube nicht, oder? Da in der Mitte ist zum Beispiel was anderes. So, dann wollen wir erst einmal das Kabel anschauen. Stimmt das überein?
Ich glaube nicht, oder? Jetzt nehmen wir mal das andere. Gut, das war das gleiche. So, Kabel. Aber das stimmt. The power cable left the larger of the two ligature marks around the victim's neck. Also das Kabel hat er zum Beispiel jetzt um den Hals gehabt. Okay, was kann man denn noch? Gut. Noch untersuchen. Darum gibt es ja nichts. Das sind nämlich bloß die Fotos. Computeranalyse können wir nicht machen. Medien haben wir wieder nicht. Tja, was machen wir denn jetzt? Let's finish processing the evidence we have. Ach so, wir müssen noch mehr Analysen machen. Wir sind noch nicht fertig. Tja. Also da finde ich jetzt nichts. Analysen können wir da gar nicht machen. Und das können wir jetzt irgendwie nicht machen, es haut irgendwie nicht hin. Okay, vielleicht können wir da herum noch was machen. Oder wir haben was übersehen. Im Helm ist ja auch nichts, oder? Zumindest sehe ich jetzt nichts. Ja, vielleicht sollte man nochmal zurück zum Tatort. Ich glaube fast, dass uns irgendwas fehlt. Und jetzt haben wir wieder Post gekriegt. Den Abschiedsbrief nach Spuren untersuchen. Haben wir eigentlich probiert, ne?
Aber scheinbar können wir den gar nicht untersuchen. Gut, machen wir erst einmal später. Da haben wir das Kabel gefunden. Da ist jetzt zum Beispiel nichts mehr. Oder? Haben wir irgendwas übersehen? Office is locked. Gut, da ist jetzt eigentlich auch nichts mehr. Die Spuren können wir irgendwie nicht untersuchen. Und ins Büro können wir nicht. Aber vielleicht, wenn wir einen Boss einmal fragen. Ah, nicht. Gut, die fragen wir nochmal den Herrn. But I didn't do anything. Your fingerprints will help prove that. All right. So, jetzt haben wir eben seine Fingerabdrücke. Da haben wir den Helm gefunden. Aber sonst liegt da nichts mehr rum. Zumindest fällt mir jetzt nichts auf. Aber wir müssen irgendwas übersehen haben. Zum Beispiel da hinten muss. Da muss bestimmt irgendwo sein. Eigentlich sehen du ja nix sehen. Und da hinten? Okay, schauen wir nochmal ins Labor. Jetzt haben wir nämlich nochmal Fingerabdrücke gekriegt. Und zwar von dem Arbeiter. These records aren't exactly up to the minute, but they confirm Marcus Kunchai was employed at L'Aventura.
Gut, die werden wahrscheinlich nicht passen.